Zu den deutschen Mannschaften, die zum Auftakt dieses 27. Wettbewerbs der europäischen Pokale 81-82 erhebliche Personalsorgen hatten, gehört auch der VfB Stuttgart, dessen Bundesligastart ohnehin keine Euphorie auslöste. Beim jugoslawischen Vertreter Hajduk Split, der in diesem Jahr zum 11. Mal dabei ist, musste Trainer Jürgen Sundermann den verletzten Regisseur Hansi Müller und die beiden gesperrten Brüder Bernd und Karl-Heinz Förster ersetzen. Mit Harbiger, Grüniger und Weiß reisten demzufolge 3 Amateure mit nach Split, der nach Rijeka zweitgrößten Stadt an der jugoslawischen Adria. Guido Dobrac beantwortet in den nächsten 11 Minuten die Frage, ob sich der VfB trotz der keinesfalls leichten Aufgabe beim neunmaligen jugoslawischen Meister dennoch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 30. September schaffen konnte. Er ist hier am Ball und dann Hadewitsch. Hadewitsch mit der ersten Möglichkeit für den VfB. In Split 50.000 Zuschauer und Hajduk in Bestbesetzung. Es fehlte eigentlich nur Vorstopper Primorac. Viel Tempo im Spiel in dieser Anfangsphase. Mit der Nummer 7, das ist Walter Keltsch. Er spielte heute mehr im Mittelfeld. Dann wieder Hadewitsch, Allgöwer. Und in dieser Anfangsphase gute Möglichkeiten für den VfB Stuttgart, der ansonsten aber aus einer gesicherten Abwehr spielte. Hajduk Split natürlich der Favorit in dieser Begegnung. Hajduk heißt ja zu Deutsch die Jäger, und man machte heute Jagd auf den VfB Stuttgart. Und diesen Mann müssen Sie sich merken, den Mann mit der Nummer 9, Zoran Vujovic, er ist 22 Jahre alt und in der Mannschaft spielt noch sein Zwillingsbruder, das ist Zlatko Vujovic. Und diese beiden Zwillinge werden heute das Spiel von Hajduk Split prägen. Nun wieder ein guter Angriff der Jugoslawen mit der Nummer 10, Schalov. Endstation, Torhüter Rohleder in den letzten Spielen stets einer der besten beim VfB, aber er hat Probleme mit dem Flutlicht, er trägt Haftschalen und das wirkte sich schon einmal nachteilig beim Bundesligaspiel in Kaiserslautern aus. Allgöwer, er ging viel mit nach vorne. Hier ein klares Foul und Schiedsrichter ist der Belgier van Langenhoven. Er brachte bereits vor 2 Jahren dem VfB wenig Glück. Damals schied man fast sensationell gegen Dukla Prag mit 0:4 aus. Freistoß für den VfB Stuttgart. Stadtmarie aus dem Hinterhalt. Stadtmarie, der als Libero heute in der klassischen Rolle als Ausbeutzer operierte. Nach einer halben Stunde wurde der Druck von Hajduk Split immer stärker. Man suchte jetzt die Lücken beim VfB. Und man versuchte das Spiel über die Flügel zu forcieren. Hier mit der Nummer 7, Zlatko Vujovic. Und dann indirektes Foul im Strafraum. Kein Elfmeter natürlich, aber eine klare Entscheidung von Schiedsrichter Langenhoven. Und dann die beste Tat von Schlussmann Rohleder in dieser ersten Halbzeit. Hajduk Split nun eindeutig im Vorwärtsgang.
der VfB nur noch mit wenigen Möglichkeiten. Mit der Nummer 7, passen Sie auf, das ist Zlatko Vujovic. Jetzt zieht er seinen Bruder Zoran und der bringt Hajduk Split mit 1:0 in Führung. Das war in der 41. Minute. Torschütze Zoran Vujovic. Hier die Maßarbeit der Zwillinge. Zlatko zu Zoran. Das 1:0 für Split ist perfekt. Große Begeisterung natürlich unter den 50.000 Zuschauern an einem herrlichen Spätsommerabend in Split. Und das war auch der Halbzeitstand. Nach Seitenwechsel die gleichen Formationen, beide Trainer änderten nicht. Jürgen Sundermann hatte ja keine große Auswahl und auch Split-Trainer Mladinic vertraute der gleichen Formation. Bernd Martin, er wagte sich einmal in dieser Szene mit nach vorne. Und in dieser Szene natürlich Abseitsspiel. Klar erkannt von dem recht guten belgischen Schiedsrichter. Hajduk Split hatte sich als Ziel gesetzt, hier zumindest mit 2 Toren Vorsprung diese erste Begegnung zu gewinnen. Und deshalb steigerte man in der zweiten Halbzeit ganz enorm das Tempo. Hier ein herrliches Zusammenspiel und eine nicht ganz einwandfreie Situation von Schäfer an Vujovic. Aber der Schiedsrichter ließ hier weiterspielen. Glück für den VfB. Das Spiel wurde jetzt verbissener, härter und nur noch wenige Entlastungsangriffe wie hier durch Walter Keltsch. Ein klares Foul von Beric an dem Stuttgarter Außenstürmer. Aber die Misere des VfB ist der Angriff. Jetzt aber zunächst der junge Schäfer. Er sieht Kapitän Ohlicher. Und dann dieses unglückliche Eigentor von Hajduk Split in der 57. Minute. Sicherlich ein etwas glücklicher Ausgleich, aber eine hervorragende Einzelleistung von Schäfer, dieser Pass in den freien Raum. Ohlicher und dann Libero Rositz, ausgerechnet er verursachte ein Eigentor. Aber wer gedacht hatte, der VfB würde nun selbstbewusster, der hatte sich getäuscht. Im Gegenteil, Split wurde noch aggressiver, kämpfte noch verbissener und wollte wieder schnell in Führung gehen. Hier ein Foulspiel des jungen Schäfer, der mit Zlatko Vujovic viel Mühe hatte. Freistoß durch Schalow. Rohleder, er trifft den Ball nicht richtig. Und das ist die erneute Führung für die Jugoslawen. Und wie könnte es anders sein? Wieder einer der Zwillinge, der Torschütze, dieses Mal Zlatko Vujovic, der Mittelstürmer. Hier sehen Sie nochmals diesen Fehler von Rohleder. Flutlichtspiele, sie sind eben nun nicht seine Stärke. 2:1 also wieder, damit erneute Führung für Hajduk Split und ein Schock für den VfB Stuttgart, der sich nunmehr immer mehr in der defensiven Rolle befand. Natürlich vermisste man die Impulse eines Hansi Müller, vermisste man überraschende Ideen im Mittelfeld und im Angriff. Da war Dieter Müller, aber auch Didier Six fast ein Ausfall. Aus dem Hinterhalt Allgöwer, er riskierte hin und wieder wenigstens einen Schuss. Karl Allgöwer mit der Nummer 6. Aber nun eindeutig die spielbestimmende Mannschaft Hajduk Split. Ähnlich wie der VfB war man in der Meisterschaft schlecht gestartet, aber nun wollte man umso erfolgreicher im UEFA Cup sein. Und Sie sehen, immer wieder attackiert Split energisch.
und der VfB kommt kaum mehr richtig ins Spiel. Das war noch eine der besten Möglichkeiten. Diese Chance für den VfB, für Walter Kelch. Und dafür wieder der Konter der Jugoslawen. Jetzt die beste Szene von Didier Sechs, diesmal auf dem rechten Flügel. Eine herrliche Flanke und wieder vergibt Walter Kelch den möglichen Ausgleich. Hier nochmals diese beste Einzelleistung des französischen Nationalspielers, der von Racing Straßburg kam. Und hier hätte vielleicht Walter Kelch mit einem Kopfball das Tor erzielt, so aber konnte Torhüter Pudar abwehren. Dahin also diese große Möglichkeit zum Ausgleich. Jetzt wieder am Ball Schäfer. Er machte durchaus kein schlechtes Spiel, aber er ist eben nicht gerissen genug, um gegen einen so großartigen Spieler wie gegen Zlatko Vujovic sich entscheidend in Szene zu setzen. Vor allem in der Defensive, da hatte er Mühe mit diesem quirligen Vujovic. Mit der Nummer 15 ein neuer Mann, Weißblit. Das ist Presic, der für Bogdanovic ins Spiel kam. Und hier sieht er wieder Zlatko Vujovic. Und der bringt Hajduksblick mit 3:1 in Führung. Zlatko Vujovic, ein klasse Stürmer mit einem klasse Tor. Wir sehen Sie nochmals diese Szene. Schäfer bei dem Jugoslawen, aber der schießt aus spitzem Winkel und überrascht erneut Torhüter Rohleder. Trainer Sundermann verärgert über diese Fehler seiner Abwehrspieler. Der VfB sichtlich in der Krise und Trainer Sundermann in Stuttgart nicht mehr so sicher im Sattel wie zuvor. 3:1, das war auch der Endstand, und Split sicherlich eine Mannschaft, die auch im Rückspiel gute Chancen in Stuttgart hat. Damit zurück nach Frankfurt.